Frauenbasket 2. Division 9. Spieldach. Die Wölschwein aus Volz empfangen Black Fox aus Schieren. Am Moment stehen die Wölzer auf einer ganz honorabler 4. Position an der Tabelle. Sie haben biselo 8 Matcher gespielt und 5 davon gewonnen, 3 verloren. Bei Schieren also ein bisschen mehr kompliziert, mit einem Sieg bislo. Volz war dementsprechend klar Favorit. Anders sind Wölzer die Erfahrung gehen durch die Spielerin mit der Nummer 6 was, die den Ball am Kurve gehalten, obwohl sie gefault gouf. Dementsprechend kriegt sie dann noch die Möglichkeit, ob den 3-0 möglich geht, die sie nutzt. Hasanovic vergrößert auf 5-0, mit Kampf reduziert den Ekart 5-2. Duno kennt Volz aber an eine ganz starke Phase, als ich mit einem Kurve von Conny Bruck und dann noch 5 Kiew von der Spielerin mit der Nummer 11, Hasanovic. Volz wird den Break gemacht, 15:2 als am Moment der Stand. Auf der anderen Seite möchte Oliveira seinen ersten Punkt. Just eiert dat Hasanovic und Conny Bruck den Spielstand auf 18:3 bringen. Dann kriegt Schieren hin, 2 Kiew an den einen zu schießen durch Battaglia und durch Ferrari. Sie bringen so den Spielstand auf 18:7. Es ist aber Hasanovic, der die letzte Kurve von der ersten Verrelszeit schießt. Also mit den Spielstand an der Pause auf 20:7 bringt. Von denen 20 Punkten hat der 12 gemacht. Nur der Pause kriegt Conny Bruck 2 Freiwurf und hat möchte die eiskalt allen 2 am Kurve ran. Dono kommen 6 Punkte hinter den für die Gäste durch einen Kurve von Battaglia und 2 Kiew von Cyril Riguto. Direkt nach der Serie können Volz an einer starken Phase, als ich 2-mal durch die Was, 2-mal durch den Mariuto, ein Kehr durch Even, ein Kehr durch die Gaul, und dann durch den schönen 3-Punkte-Schuss von Hasanovic. Der Stand an der Halbzeit 37:13. Die zweite Halbzeit fängt dann an Oliveira am Kurve für die Gäste, even mit der Antwort für die lokale Equipe. Danach geht der Freiwurf von Henschel Gebler ran, genauso wie den 2-Punkte-Schuss von Jasmin Riguto. Volz antwortet dann auch via Freiwurf 2-mal durch die Gaul. Auf der anderen Seite möchte Battaglia dann auch einen für seine 2 Freiwürfe ran, just eiert dat Chambourg den Viersprung von den Wölzer vergrößert. An den letzten Minuten von der 3. Verrelszeit ist Schieren sicher die beste Mannschaft. Die Gäste schießen nämlich 3 Kiewer ran, Aida Latic, Lisa Arendt und Chorem Aida Latic. 43:25 ist der Spielstand während der 3. Pause. Die 10 letzten Minuten sind am Gang, Ferrari bleibt eiskalt bei seinem 2. Freiwurf. Genauso eiskalt wie Mariuto bei seinem 3-Punkte-Schuss auf der anderen Seite. Ob 3 Punkten antwortet den mit 3 Punkten, das war dem Kampf sein Prinzip. Wir wollten tun noch 4 durch die Scooby und durch die Was. Hat das Kampf zuschlägt mit einem 3-Punkte-Schuss. Auf diese 3 Punkte geht dann mit 3 Punkten geantwortet durch Scooby. Auf der anderen Seite kann sich Cyril Riguto freilaufen und möchte 2 neue Punkte für Schieren. Mariuto möchte dann 3 neue Punkte für Volz, als erstmal durch einen 2-Punkte-Wurf und dann durch einen Freiwurf. Ferrari für Schieren, even für Volz, Ferrari für Schieren erneut, bringen dann den Score auf seinen Endstand. Die Wölzer Equipe gewinnt verdiente Sieg mit 51:38. Ausschlaggebend für das Party waren natürlich die 2 Sequenzen von den Wölzer am ersten und am zweiten Durchgang. Hasanovic hat zum Beispiel 8 Punkte hinter den Nähe gemacht und das hat den Ekart dementsprechend vergrößert. Wo Volz ein bisschen an eine Offensivpanne geraten ist, wäre aber zu spät für Schieren. Die Wölschwein 58, Black Fox 38.